Zum Glück ist wichtig. Mit dem Fabian Unterreger. Es hat einen Boulevard gegeben diese Woche, der Freispruch, respektive der Prozess um den deutschen Komiker Karl Dall. Das ist eine schräge Geschichte. Eine Journalistin hat ihn nachgestellt, ihn gestalkt bis ins Hotel und ihn dann angezeigt. So etwas passiert Prominenten immer wieder. Wie sieht das aus in unserer Freitagsrunde? Fragen wir mal unsere Tennisprofis, der Roger Federer und der SRF-Experte Tennislegende Heinz Günther, ist auch da. Ja, danke, Mona. Ich frage dich gerade, Roger. Ich stalke dich ja rund um die Welt, reise dir nachher und beobachte dich immer, wenn du spielst. Kennst du sonst noch jemanden, der das so perfekt kann wie ich? Na gut, Heinz, du bist nicht der Erste, oder? Mir ist es schon mal passiert. Allerdings nur einmal, oder? Heute habe ich darum 5 Kinder. Also, Stand heute sind es 4. 4 Kinder haben sie, Roger Federer. Okay, wirklich? Gut. Manchmal denke ich auch, es wäre mir lieber, es wäre 5 Mal passiert und ich hätte noch einen Schreihals neben mir gehabt, oder? Wobei, ich meine, der Stand kann ja die ganze Nacht Hotelzimmertüren offen lassen und er wird nie gestalkt, oder? Die erste, die kommt, ist Putzfrau Morgen, oder? Andere Erfahrungen mit Stalken im Sport, Simon Ammann? Frauen in der Garderobe. Doch, das hat's den ersten Olympiasieg gegeben. Ah ja, und dann? Plötzlich habe ich eine Hand auf der Schulter, dann habe ich das Parfüm geschmeckt. Geil! Erst dann habe ich gemerkt, dass es meine Mami ist. Sie hat mir meinen Glücksteddybär in die Garderobe gebracht. Der Jumpy, wo mir ein Pfarrer beim Training zu Einsiedeln geschenkt hat. Auch er ist am Abend mal plötzlich in die Garderobe. Ja, danke vielmals, Simon Ammann. Wechseln wir zu einem anderen Thema. Eine Umfrage in den Schweizer Schulen zeigt, die Lehrer die klagen über ihren Job, sehr anstrengend. Die Schule geht uns ja alle an. Christoph Blocher, was haben Sie fürs Leben mitbekommen in der Schule? Muss Ihnen sagen, Frau Fetsch, damals im Sonderbundskrieg 1847 bin ich gerade mal 6 war. Wir haben mit alten Gewehrhülsen und Bajonettspitzen rechnen gelernt. Von aussen, wie es 4 geht. Aber Herr Blocher, im Sonderbundskrieg sind Sie wohl kaum 6 gewesen. Oh, dann war es am Morgarten und gerechnet haben wir mit Baumstämmen. Schatz, aber lustig Blick am Morgen. Schule hört für mich nie auf. Man lernt ja nicht fürs Leben, sondern auch nicht für sich selber. Das habe ich damals in der Udo-Jürgens-Schule gelernt. Oder Jugendschule? Also, Rudolf Steiner Schule? Whatever. Dort habe ich auch gemerkt, dass die Seele als Ganzes lernen muss. Dann wäre mir glücklich und bräuchte auch keine Psychopharmaka wegen der Depressoren. Zum Glück ist wichtig.